Zeitchen hat Sabrina mir geschrieben und hat gesagt, hey Michael, kannst du predigen zu uns? Weißt, alle Pastoren und Gemeindeleitungen, die gehen alle an eine Retrette. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist ja auch ein Rechtsvertrauen, wir haben alle Leiter weg und so. Mal schauen, ob es gerechtfertigt sein, das Vertrauen. Auf jeden Fall, wenn du die Gemeinde liebst, dann ist etwas vom Besten, was du tun kannst, immer wieder für deine Gemeindeleitung beten, für deine Pastoren beten. Ist das nicht so? Lass uns doch das zusammen tun, steh dich mit mir zusammen auf noch einmal. Und wenn du nicht weißt, wie du selbst beten, dann du musst nichts machen, ist alles okay. Wenn das für dich alles neu ist und so mit Beten und so weiter, dann bist du einfach relaxed. Aber uns anderen lassen jetzt einfach beten für die Gemeindeleitung, für die Pastoren, ist das okay? Beten mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für die Retreten, die sie haben können. Ich danke dir vielmals für die Männer und Frauen, die einfach ihre Leben auch immer wieder herlegen und ihre Kraft und Energie einfach in die Gemeinde legen, an die Gemeinde glauben und die Gemeinde lieben. Und wir segnen sie jetzt im Namen Jesus und bitten dich, dass du sie inspirierst, dass du sie zusammenschweißt, dass du sie neu stärkst, Herr, immer wieder und ihnen auch Visionen gibst, was du noch alles machen willst, Herr, was die nächsten Schritte sind. Wir bitten dich im Namen Jesus, dass du sie segnest und bewahrst. Zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen. Amen. Danke vielmals fürs Mitbeten. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Wir haben auch so darüber geredet, was könnten wir dann machen heute. Und ich habe gesehen, dass ihr gerade eine Serie abgeschlossen habt, wo es um Rettung geht. Oder? Und Sabrina hat mir gesagt, dass er eine neue werden anfangen über die sogenannten Seligpreisungen. In der bekanntesten Rede der ganzen Weltgeschichte, nämlich der Bergpredigt, Matthäus 5, 6, 7. Hast du gewusst, das ist eigentlich die bekannteste Rede, die es je gegeben hat. Die Rede von Jesus Christus von der Bergpredigt, Matthäus 5, 6 und 7. Und ihr werdet eine Serie haben über den Anfang, über die sogenannten Glückseligpreisungen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann ein Intro machen zu dieser Serie und es passt auch gerade zu der, die wir hatten, zum Thema Rettung. Es ist ein super Übergang von dem, weil es hat sehr viel von dem drin. Und ich kann mal so einen Überblick geben über die Glückseligpreisung. Ist das okay? Ja, ja? Machen wir. Oh, gut. Ja, weil nur schon das Wort oder Glückseligpreisung oder Glück, happy, das berührt uns heute noch, oder? Und wenn ich dich fragen würde, bist du happy? Bist du glücklich? Du musst jetzt das nicht irgendwie äußerlich kundgeben oder so. Vielleicht sieht man es dir auch schon an, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, was im Herz wirklich vorgeht von den Leuten. Oder? Aber wenn du dich wirklich im Moment fragst, hey, bin ich happy, bin ich glücklich, was würdest du denn zu dir selber sagen? Es ist interessant, das erste Wort von der ersten Predigt von Jesus, die aufgezeichnet worden ist im Matthäus-Evangelium, das fängt an mit glücklich, Makarios. Und weißt du, was das letzte Wort ist im Alten Testament, im Maleachi? Es ist Fluch. Das ist noch interessant, oder? Das letzte Wort im letzten Bund ist Fluch. Und das erste Wort in der ersten aufzeichnenden Predigt im Matthäus-Evangelium von Jesus Christus, wo er sein Programm bekannt gibt von seinem Königreich. Um das geht es in dieser Rede. Um was es geht, auch wie man in sein Königreich hineinkommt, ist glücklich, glückselig. Und das ist ja nicht etwas, was nur damals die Leute bewegt hat, oder? Mit glücklich sein. Das ist ja auch noch heute, oder? Oder ist irgendjemand, der sagt, nein, das ist so ein bisschen out, oder? Glücklich sein, das muss ich nicht unbedingt haben, oder? Gibt es irgendjemanden da, der sagt, ja, ich bin aufgestanden heute Morgen und ich habe mir vorgenommen, ich möchte so richtig unglücklich sein. Höchstens vielleicht jemand, wo so ein Bluesmusiker oder so, der sagt, hey, manchmal muss ich mich so ein bisschen unglücklich fühlen und ich kann den Blues spielen. Aber abgesehen von dem ist das etwas, was uns heute noch berührt, oder? Und nachgeht. Aber wenn man dann die Bergpredigt eigentlich liest, dann merkt man, die geht es noch einmal viel heftiger zu und her als im Alten Testament, was so das Gesetz und die Anforderungen betreffen. Es war so ein Problem im Alten Bund. Gott hat gesagt, ich lege vor euch Segen oder Fluch und wenn ihr nach dem lebt, dann wird es euch eigentlich gut gehen und wenn ihr nicht nach dem lebt, wird es euch schlecht gehen. Und
Es gelingt halt den Leuten nicht, wirklich konsequent nach dem Leben. Und von dem ist auch immer der Fluch rausgekommen. Und wenn du jetzt aber Bergpredigt liest, dann ist ja nicht... dann ist ein grosser Teil sind eigentlich Gesetze aus dem Alten Testament, wo Jesus sagt, ja, es ist euch gesagt worden, ihr sollt nicht morden. Aber übrigens, wenn du nur schon deinem Bruder irgendwie Idiot sagst, dann hast du schon bereits ein Feuer von der Hölle verdient. Und es wird eigentlich viel krasser. Also eine Lehrerin hat mal ihre Schulklasse aufgegeben, leset mal die Bergpredigt durch. Das ist ja, obwohl es die bekannteste Rede ist, das, was eigentlich sehr wenig Leute wirklich lesen und auch wissen, was drin steht in der Bergpredigt. Da haben die Schüler das gelesen und haben nachher einen Aufsatz geschrieben und praktisch alle haben geschrieben, das ist furchtbar. Es ist absurd, was da drin steht. Es soll vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist und so weiter. Oder? Es ist unmöglich, das zu machen. Und der Schlüssel ist, damit man das überhaupt versteht, was Jesus in dieser Bergpredigt schreibt, über das Leben in seinem Königreich, ist eben die Glückseligpreisung. Und die schauen wir heute uns ein bisschen an. Weil wenn du sonst in die Bergpredigt reingehst und das nachher alles liest, es ist so ein bisschen wie bei den Medikamenten, heisst es ja auch, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder? Und von dem her versuch das nicht mit der Bergpredigt, wenn du nicht zuerst die Glückseligpreisungen gelesen und verstanden hast. Also es ist sehr wichtig, das Intro. Und was wir dort werden sehen, wenn ich es so zusammenfassen kann, ist, ich würde es so sagen, Sein, das kommt vor dem Tun. Also bevor du Sachen umsetzen und dein Leben leben und es möglichst gut leben, ist es wichtig, dass du zuerst mal realisierst, wer du bist, was deine Identität ist. Sein, das kommt vor dem Tun. Das ist so die Idee in diesen Glückseligpreisungen. Und wenn wir jetzt mal einsteigen, da Matthäus 5,1, dann lesen wir, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Also wenn da vom Berg dreht ist, das ist nicht irgendwie so das Schweizer Niveau von Bergen. Die von euch, die schon mal in Israel waren, die wissen, das ist vielleicht so maximal Lager oder nicht einmal, oder? Die von Bergen reden. Aber er hat gesehen, es sind viele Menschen gekommen und offenbar hat vielen auch etwas gefehlt. Und darum sind sich auch gewisse, sind auch aus Neugierde gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus sich darum gedacht hat, also gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen noch einmal darauf, wo man ein bisschen darauf laufen und so, dass nicht einfach nur jeder mitkommt, sondern die wirklich etwas wollen, denen wirklich etwas fehlt, die bereit sind, mir auch ein Stück Weg zu gehen, ist auf den Berg gegangen, setzte sich. Und das ist ja so ein Zeichen, ich finde das eigentlich noch gut. Bei uns steht man, wenn wir dort lehren, aber damals ist es so gewesen, dass man sich gesetzt hat. Und ich finde das eigentlich noch eine gute Gewohnheit so zum Lehren. Ja, es ist nicht fair, jeder darf jetzt sitzen, oder? Und ich muss stehen davor. Und Jesus hat sich gesetzt, und das heisst, wenn ein Rabbi anfängt lehren, dann hat er sich gesetzt. Aber Jesus hat keine Rabbinerausbildung gehabt. Er hat eigentlich nichts gehabt, das grossen Eindruck gemacht hätte. Aber dort hat er gemerkt, er hat etwas, das uns fehlt. Und schon damals war den Leuten klar, hey, auch wenn du vielleicht vieles hast oder vieles erreichst, es fehlt dir gleich etwas. Und schon damals hat es verschiedene Ansätze oder Lösungen gegeben zu dem Problem vom Glück. Wie wirst du glücklich? Und ich kann euch das mal kurz zeigen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Es sind so 4 Gruppierungen. Natürlich hat es noch mehr gegeben. Aber so 4 Denkschulen, wie man kann ein glückliches Leben haben. Zum Ersten sind jetzt mal die sogenannten Essener gegeben. Die Essener, die haben so kommuniziert, ja gut, wenn du dich abgrenzt, da ist die böse Welt und da ist so die heile Welt, dann ziehen wir uns zurück in die heile Welt. Und dann kann sich das Glück einstellen. Und manchmal hat es auch Christen, die so denken, oder? Denken, ja, wir grenzen uns einfach ab und wir dann so eine heile Welt bauen, wo wir uns zurückziehen. Ich habe mal eine Werbung gesehen von einem christlichen Bible College, von einer christlichen Bibelschule. Und die haben Werbung gemacht mit dem Satz, wir sind 15 Meilen von der nächsten Sünde entfernt. Das ist irgendwo, und ich bin nicht sicher, oder? Also wenn man genau hergeschaut hat, ob es wirklich so ist. Aber anyway, das ist so das Mindset, oder? Das ist so die Einstellung, ja, wir grenzen uns ab. Dann Essener, dann Zeloten, die haben geglaubt, dass
Im Leben geht es vor allem um Macht und dass man seinen Standpunkt durchsetzen kann. Und diese haben dann nicht zurückgescheut, dann auch mit Gewalt anzugehen gegen die Unterdrückung des Römischen Reiches. Und ihre Vorstellung war, wenn man die Unterdrückung abschütteln könnte, dann wird sich das Glück einstellen. Das ist auch ein Ansatz. Dann weiter Sadduzäer. Die haben eigentlich so die Einstellung gehabt, Carpe diem, geniesse das Leben. Nach dem Leben geht es nicht weiter. Nach dem Tod ist es fertig. Von dem her zieh alles aus dem Leben raus, was du kannst, hier und jetzt. Und haben entsprechend ihr Leben so gelebt. Ist auch eine Möglichkeit, ist etwas, was sehr verbreitet ist, auch in unserer Kultur. Oder? Das ist irgendwie das, was die Leute glauben. Sehr viele glauben, dass es eigentlich keine Konsequenzen hat am Schluss. Von dem her versucht, möglichst viel rauszuholen aus dem Leben. Dann die Pharisäer, das sind Leute, die eher so an Tradition geglaubt haben. Ja, nicht viel ändern. Hochreligiöse Leute, auch ein hoher moralischer Standard. Also es war sicher viel Gutes, oder? Aber vielleicht heute würden sie sagen, ja, wieso müssen wir neue Lieder einführen, wenn wir so schöne alte Lieder haben, oder? Also wieso müssen wir etwas ändern am Gottesdienst? Also, lass ich das einfach so machen, wie wir es immer gemacht haben. Lass uns in dem leben, was wir immer gelebt haben. Und das war ihr Mindset, wie man zum Glück kommt. Und so sehen wir, es gibt noch viel mehr, aber es war auch bei den Griechen so, die haben ihre Denkschulen gehabt. Es ist auch später, gegen die Moderne, dann, man sieht es zum Beispiel im Gründungsdokument von den Amerikanern oder ihrer Unabhängigkeitserklärung, haben sie drin, dass es ein grundlegendes Menschenrecht ist, the pursuit of happiness. Dass ich versuchen kann, mein Glück umzusetzen in diesem Leben. Und auch heute noch gibt es eine Glückforschung und so weiter. Und in den Buchläden kannst du sehen, gibt es in der Ratgebersektion viele Ratgeber, wie man glücklich werden kann. Und Jesus kommt jetzt und sagt, ich gehe jetzt hier auf den Berg. Und da versammelten sich die Jünger um ihn. Und dann hat er angefangen zu lehren. Und das erste Wort ist eben glücklich. Offenbar ist das, wo die Menschen damals auf der Suche waren. Und es ist auch das, wo heute Menschen auf der Suche sind. Wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich wirklich die innere Zufriedenheit erlangen? Das ist auch der Begriff, den hier Jesus verwendet. Das ist nicht einfach, wenn man von Glück redet. Dann, im Deutschen kann ja Verschiedenes gemeint sein, oder? Ja, ich habe Glück gehabt oder so, aber was wirklich der Begriff davon ist, den Jesus hier braucht, und ich glaube, auch das, was wir wirklich suchen, ist so eine innere Zufriedenheit. Es ist wirklich eine innere Erfüllung, Makarios. Es war ein Begriff damals in der griechischen Welt, der vor allem auf die Götter angewendet worden ist. Makarios, glücklich. Und ich finde nur schon den Gedanken, dass Gott den Begriff, der eigentlich auf Gott selber angewendet worden ist oder auf die Götterwelt, dass er die zu den Menschen bringt. Und sagt, hey, es ist möglich, dass du das erfahren kannst. Übrigens finde ich es auch noch ein interessanter Gedanke, dass wir uns selber Gott als glücklich vorstellen. Ich weiß nicht, wie du dir Gott vorstellst, oder? Aber viele Leute, je nachdem, wie es uns gerade geht, oder? Denkst du so, stellst du dir Gott vor, als jemand, der so in der Stirn runzelt und dir zuschaut, oder? Und denkt, oder sonst irgendwie alles Mögliche sieht und so. Und wo irgendwo, das ist ja auch schon am Anfang in der Bibel, oder? Das ist eigentlich das Erste gewesen, die erste Versuchung, die zu den Menschen gekommen ist, wo die Schlange im Garten gekommen ist, zu den Menschen und gesagt hat, ich weiß nicht, ob es Gott wirklich gut meint mit euch. Ich habe das Gefühl, ihr dürft einfach nicht von diesem Baum essen, weil Gott möchte uns etwas vorenthalten. Gott ist ein Spielverderber. Er möchte nicht, dass du wirklich Fun hast. Er möchte nicht, dass du wirklich ein erfülltes Leben hast. Oder? Das ist, manchmal hat man das im Kopf, aber Jesus zeigt uns da, Gott selber, er ist happy. Gott ist die glücklichste Person, das glücklichste Wesen, wo wir uns überhaupt vorstellen können. Und mit Jesus, mit seinem Reich, kommt die Möglichkeit zu uns Menschen auf die Erde, dass wir an dem Anteil haben können. Und es geht wie eine Tür auf, es geht eine Pforte auf
Und Jesus lädt dich ein und sagt, glücklich ist, das ist eine Gegenwartsform, nicht irgendeine vage Hoffnung für die Zukunft, mal einmal in der Ewigkeit glücklich wird sein, sondern glücklich ist. Das heisst, das, was Jesus jetzt hier sagt, in der Bergpredigt, in diesen Seligpreisungen, in das kannst du heute reinkommen. Und manchmal, aber das, ich weiß nicht, sind wir irgendwie so, haben wir uns schon so an das gewöhnt, dass man das irgendwie gar nicht mehr richtig erwartet. Hey, ich kann jetzt in das Glück hineinlaufen. Die Frage ist, was ist da genau damit gemeint? Und wenn wir jetzt hier noch weiter schauen, glücklich sind die, die erkennen, wie geistlich arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Also glücklich sind die geistlich arm sind, respektive erkennen, dass sie geistlich arm sind. Und das klingt ja schon ein bisschen speziell. Vieles, was Jesus sagt, ist ja auch ein bisschen, Gott einmal in erster Linie so gegen die Intuition. Stell dir mal vor, du hättest eine riesige Schuld. So vielleicht wie das amerikanische Defizit, oder? Das ist nicht in den Millionen, das ist nicht in den Milliarden, das ist in den Billionen, das sind 30 Billionen ungefähr im Moment. Stell dir mal vor, du hättest so eine Schuld. Und jetzt geht es darum, dass du das abzahlst. Und sagst, hey, ich habe immerhin schon $3.000 abgezahlt. Und dann siehst du vielleicht die Person neben dir, die sitzt, und ja, sagst du, die Person, die hat erst $300 abgezahlt. Und ja, ich mache es schon ein bisschen besser, oder? Und vielleicht bist du irgendwo stolz, dass du irgendwo ein besseres Leben führst, dass dir Sachen ein besser gelingen als andere, oder? Aber Jesus sagt da, die Einsicht, dass ich im Geist arm bin. Und es spielt eigentlich nicht einmal so eine Rolle, wer du bist. Es spielt nicht einmal so eine Rolle, was du schon alles erreicht hast, sondern die Einsicht, dass du geistlich arm bist, das ist der Zugang, das ist der erste Schritt in das Königreich vom Glück, in das Königreich Gottes, in das Königreich vom Glück hinein. Das ist interessant, das ist der erste Schritt. Und was wir hier werden sehen, dass die verschiedenen Glückseligsprechungen, es sind 8, und dass die auch nicht zufällig angeordnet sind, sondern dass es eine Sequenz gibt, wo eine Art wie Schritte sind in das Königreich hinein. Und auch Schritte, wie wir in dem Königreich können auch innen bleiben und auch uns dort innen bewegen. Und der erste Schritt ist, glücklich ist, wer erkennt, dass er geistlich arm ist. Und was da Jesus uns auch zeigt, ist, dass unser Problem mit dem Glücklichsein nicht eins ist in erster Linie von unseren Umständen, so schwierig die auch mögen sein, sondern dass es mit dem Glücklichsein um ein geistliches Defizit geht. Und wenn wir anfangen einzusehen, ich habe ein geistliches Defizit und mein Problem ist in erster Linie ein geistliches Problem und nicht ein materielles Problem oder sonst irgendein Problem, das ist der erste Schritt in das Reich hinein. Denen gehört das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Und es ist interessant, dass die einzige Art, wie wir das herausfinden können, ist, wenn wir so eine Begegnung haben mit dem reichen Gott. Das liest immer wieder in der Bibel, zum Beispiel Jesaja 6, wo der Prophet eine Begegnung hat mit Gott im Tempel. Und er sagt dort, es war im Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Und dann die Reaktion ist, entsetzt rief ich bin verloren. Das ist er sieht seine geistliche Armut. Oder eine weitere Möglichkeit ist auch, wenn Katastrophen in unserem Leben sich begegnen. Wenn wir irgendwo unser Leben an die Wand fahren. Wenn wir wirklich merken, hey, jetzt bin ich an einem Ort, wo ich einfach nicht weitermache. Das sind oft die Momente, wo man dann erkennt, hey, eigentlich ist es nicht nur jetzt der Fall, sondern es war immer der Fall gewesen. Ich bin geistlich arm. Das ist der erste Schritt ins Reich Gottes. Und selig ist, wer das erlebt. Von dem her selig ist, wer einen Anschlag kommt in seinem Leben. Selig ist, wer versagt und dann einsieht, hey, ich brauche wirklich etwas.
Und so können auch die schwierigen Situationen oft zum Sagen werden. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Und sonst ist das vielleicht für dich gerade ein Hoffnungswort heute Morgen. Das ist mal das Erste und dann geht es aber noch weiter. Wie glücklich die, die über Sünde trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. In gewissen Übersetzungen ist das ergänzt mit der Sünde. Und das hat damit zu tun, dass das sprachlich sich anlehnt an viele alttestamentliche Stellen, wo nicht irgendeine Trauer gemeint ist über irgendeinen Verlust, sondern es geht um eine Trauer dort über meine eigene Fehlerhaftigkeit. Ein Bild ist zum Beispiel im Alten Testament. Wir haben vor vielen, vielen Jahren einmal ein Lied gesungen, «Er gab mir Schönheit statt Asche». Ich weiß nicht, ob wir das auch mal gesungen haben oder so. Das ist sicher schon 30 Jahre her oder so. Und da heisst es, er gab mir Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer, er gab Lobgesang für einen betrübten Geist. Und das ist aus dieser Situation heraus, wo das Volk Israel wieder mal ihr Leben an die Wand gefahren hat und dann anfängt umkehren und Trauer empfinden über das, wie sie von Gott weggelaufen sind, über ihre eigene Sündhaftigkeit. Und dort in dem Moment von der Zerbrochenheit und von der Trauer, dort hinein kommt genau Gottes Trost. Dort hinein kommt dann das Freudenöl statt Trauer, der Lobgesang statt einem betrübten Geist. In diese Situation hinein. Und wenn du vielleicht irgendwo in deinem Leben merkst, ich empfinde gar nicht viel und schon gar nicht die Glückseligkeit, schon gar nicht das Glück, dann kann es vielleicht damit zu tun haben, dass du gar nicht wirklich getrauert hast über deine eigene Sündhaftigkeit, über deine eigenen Mängel. Und im Gebet in der Vorbereitung habe ich eine Person gesehen, die so wie mit einem Regenschirm da steht und Gottes Glückseligkeit regnet vom Himmel ab und die Person hat so einen Regenschirm und das tropft einfach ab und geht an der Person vorbei. Und Gott wird dir sagen heute Morgen, vielleicht ist es möglich, dass du in einem Kreislauf der Bitterkeit bist, wo dir vielleicht wirklich Menschen auch etwas angetan haben, wo du vielleicht ungerecht behandelt worden bist, aber Gottes Segen perlt ab und tropft ab an dir, läuft an dir vorbei. Wie du fokussiert bist darauf, was die anderen gemacht haben, was Unrecht war und nie richtig getrauert hast über deinen Anteil. Weil jeder von uns hat einen Anteil, auch wenn es nur der Anteil ist, dass ich in der Bitterkeit verharre und dass ich innerlich zornig werde und dass ich in dem inne bleibe und dass ich nicht wirklich realisiere, was mein Anteil ist und darüber traurig werde. Oder vielleicht bist du einfach mal verwünscht worden in etwas und das hat dich dann traurig gemacht, oder? Aber nicht deine eigene Sündhaftigkeit. Oder vielleicht die Konsequenzen von dem, was du falsch gemacht hast, das betrübt dich, aber nicht wirklich deine eigene Sündhaftigkeit. Und der Weg ins Glück hier, der zweite Schritt ist, dass du anfängst, wirklich eingedenk werden und betrübt bist über das. Und wenn das richtig einschlägt, dann kommt Gottes Trost. Du kannst nicht tröstet werden, wenn du gar nicht traurig bist. Das macht Sinn, oder? Glücklich ist, wer trauert über seine eigene Sünde und weint, weil Gott wird sie trösten. Und der Paulus schreibt im 2. Korinther 17, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Keith Green hat ja mal gesungen, den Psalm 51, wo David das auch erlebt hat. Restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Und wenn wir an dem vorbeigehen, an diesem Schritt, dann leben wir in etwas im Innen, wo der Bonhoeffer nennt das billige Gnade. Bonhoeffer ist ein Theologe von der Freude. Das ist interessant. Und er hat aber sehr viel geschrieben, unter anderem über die billige Gnade. Er sagt, die billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut. Darum kann alles beim Alten bleiben. Die Trauer über den eigenen Mangel, die eigene Sündhaftigkeit. Und das, wenn man das realisiert, dann kommt das Nächste, dann kommt so eine Sanftmut ins Herz hinein. Glücklich sind die Sanftmütigen,
denn sie werden die Erde besitzen. Wenn du so kannst Gottes Gnade erleben und nicht wieder lebst, dann passiert etwas mit deinem Herz. Dein Herz, das vorher hart war, das fängt an zu schmelzen. Es fängt an zu schmelzen und es wird sanftmütig. Weil du einfach merkst, ich kann in meiner Armut Gottes Reichtum empfangen und in meiner Trauer über meine eigene Sündhaftigkeit konnte ich Gottes Trost empfangen. Das führt dann uns weiter. Vers 6, wie glücklich die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Dort kommen wir so ein bisschen zum Kern, was unser Glücklichsein anbelangt. Glücklich die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also erstens mal haben wir ein Problem, weil wir realisieren gar nicht mehr richtig, was Hunger und Durst ist, oder? Ich meine, sind wir ehrlich, es ist 11:45, normalerweise essen wir um 12 Uhr und dann haben wir Hunger, das ist das, was wir als Hunger empfinden. Oder Kinder, die irgendwie sagen, ja, Mami, Papi, ich habe Hunger. Und dann stehen sie vor einem vollen Küchenschrank, oder? Voll von Lebensmitteln. Und was sagen sie dann? Es hat nichts zu essen. Das ist das, was wir als Hunger erleben. Aber Jesus redet vom Hunger. Wirklich, hey, ich muss jetzt etwas haben, ich muss etwas zu trinken haben, etwas zu essen haben, weil sonst ist es vorbei mit mir. Und Hunger nicht nach allem Möglichen, sondern es ist interessant nach Gerechtigkeit. Und es ist so brillant, einfach von Jesus, als er das fundamentale Problem aufzeigt, das wir Menschen haben. Wir hungern nach Filmen, wir sagen, ja, wenn ich vielleicht endlich mal einen Freund oder eine Freundin hätte, wenn ich vielleicht endlich den Schritt in meiner Karriere machen könnte, oder wenn das oder dieses würde stimmen kommen, dann wäre ich glücklich. Und wir wissen ja schon bereits, wenn wir lang genug leben, das ist eine Illusion, oder? Dann kommst du steht an und dann kommt das Nächste. Unsere Seele ist wie ein bodenloses Fass und du kannst reinschütten, wie du willst, aber es wird einfach nicht voll. Und Jesus sagt, unser Problem ist, dass wir in Wahrheit nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir alle wissen, dass wir vor einem ultimativen Richter stehen und einmal werden stehen. Und das ist irgend so das Gefühl, wo viele können es nicht formulieren. Man kann es zum Beispiel Literatur von Franz Kafka kann man es nachvollziehen. Es ist einfach so das Gefühl, wie ich muss meine eigene Existenz muss ich rechtfertigen. Und ich stehe vor einem Gericht. Vielleicht kennst du den Richter nicht, aber du weißt, dein Leben wird beurteilt. Und dann eine Rechtfertigung zu haben, was sich die meisten Menschen vorstellen, wenn du mit ihnen redest, so im Gespräch auf der Straße oder sonst mit Kollegen in der Arbeitspause, dann stellen sie sich so etwas vor wie die Justitia. Vielleicht hast du es einmal gesehen. Die Justitia, das ist so das Bild von der Gerechtigkeit, so eine Frau mit verbundenen Augen, die eine Waage anhebt. Und dann stellen sich die meisten Menschen vor, Gerechtigkeit, das ist so etwas wie, mein Leben wird auf die Waagschale da. Auf der einen Seite sind meine guten Taten und auf der anderen Seite sind meine schlechten Taten. Und irgendwo hoffst du dann, ja, dass die guten Sachen überwiegen, wenn vielleicht nur knapp, oder dass die guten Sachen überwiegen gegenüber negativen Sachen. Dass du vielleicht mehr alte Frauen über die Straße geholfen hast, als Hunde gekickt hast oder so. Dass du einfach irgendwo das Gefühl... Und viele Menschen glauben, ja, ich glaube, ich bin vielleicht knapp noch vorbei, aber irgendwo ahnen es, nein, wahrscheinlich. Aber was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht, ist Folgendes, dass auf diesen Waagschalen, dass auf der einen Seite dein Leben ist, einfach die Summe von deinem Leben, was du gut gemacht hast, was nicht gut gemacht hast und so weiter, das ist alles auf der einen Waagschale. Und auf der anderen Waagschale ist Gott selber mit seiner Gerechtigkeit. Mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Und jeder von uns weiss, hey, ich habe keine Chance gegen das. Und was die Botschaft von Jesus Christus ist dass wir einsehen, das ist eigentlich das, was wir wirklich wollen, die Rechtfertigung, weil wenn ich weiss, ich bin okay vor dem ultimativen Richter, dann muss ich mich auch nicht mehr selber verteidigen, dann muss ich mich auch nicht mehr selber rechtfertigen. Wie viel Ehestreit, wie viele Konflikte, die wir haben,
auch auf globaler Ebene, haben damit zu tun, einfach mit Verletzungen, mit sich selber rechtfertigen, mit sich selber darstellen, mit selber zu seinem Recht kommen. Und es hat alles mit dieser Waagschale zu tun. Und was Jesus sagt, was seine Botschaft ist, egal was du machst, du wirst nie können Gottes Gerechtigkeit aufwägen. Aber Jesus selber kommt und er steht in deine Waagschale ein. So lesen wir es dann später im Apostel Paulus. Und das ist einfach so gewaltig, 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und wir selber können in Christus zu der Gerechtigkeit Gottes werden. Er selber steigt sozusagen in unsere Waagschale ein. Und wir sind gerechtfertigt. Und ich muss mich nicht mehr selber rechtfertigen. Ich muss nicht mehr selber durchsetzen. Ich muss nicht mehr selber aus meinem eigenen Mangel aus und aus dem, und ich weiss, ich genüge nicht, so anfangen, mich immer wieder verteidigen. Und das führt dann auch zum Nächsten, zu einer Barmherzigkeit. Wie glücklich sind die Barmherzigen, ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wenn du merkst, Gott ist meine Gerechtigkeit geworden, Jesus ist meine Gerechtigkeit, ich bin Gerechtigkeit Gottes. Und zwar nicht irgendeines Mal in einer zukünftigen Version von mir selber, oder? So ein Michael 2.0 oder so, sondern jetzt bin ich Gerechtigkeit Gottes, weil Jesus Christus mit mir in meiner Waagschale steht. Und ich mich nicht mehr rechtfertigen und verteidigen muss, dann ist es auch möglich, dass ich auch Barmherzigkeit zeigen kann. Ich kann mich öffnen. Und wenn du dich öffnest, machst du dich ja verwundbar, oder? Wenn du dich öffnest, dann kann dir jemand zustechen, oder? Und dir ins Herz hineinstechen, kann dir weh machen. Aber wenn du weißt, hey, ich bin bereits völlig sicher in Christus, dann kannst du anfangen, dich aufmachen. Auch vielleicht wieder neu in deiner Beziehung oder wo auch immer, dass es schwierig ist. Dann kannst du wieder neu aufmachen. Und eine Barmherzigkeit wird sichtbar, wo allein durch das möglich ist, was Christus in uns und für uns da hat. Und da sehen wir jetzt auch, dass so die Schritte jetzt von der Bergpredigt, das ist nicht nur, wie wir ins Königreich hineinkommen, sondern wie wir eigentlich im Königreich hineinleben. Wie wir täglich immer wieder Gottes Barmherzigkeit empfangen können und dann auch uns wieder Menschen zuwenden und die Barmherzigkeit weitergeben. Weiter Vers 8, wie glücklich die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Wie großartig ist das? Aber mit dem reinen Herz, das ist auch so eine Sache, oder? Wir haben so immer wieder geheime Motive und so und vom reinen Herz, wirklich vollkommen reines Herz, unbefleckt können wir nicht wirklich reden. Aber Jesus, das ist schon im Alten Testament angekündigt worden, in dem neuen Bund gibt er uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Und Jesus hat über das geredet, unter anderem mit dem Nikodemus, im Johannes 3. Nikodemus ist gekommen und hat gesagt, ja, wie kann ich da in das Reich Gottes hineinkommen? Und Jesus hat ihm Folgendes gesagt dort. Johannes 3,3, ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Also wir können es nicht einmal sehen, wir können es erst sehen, wenn wir von Neuem geboren werden. Und das ist das, wenn wir die Schritte gehen, wenn das passiert, dann passiert etwas, wo die Bibel die Wiedergeburt nennt. Von Neuem geboren werden heisst das neue Leben empfangen, das neue Herz, das reine Herz empfangen, den Geist empfangen. Und ich werde dich fragen, bist du von Neuem geboren? Und das ist etwas, was du beantworten können, wie eine Frage, bist du geheiratet? Es ist eine binäre Frage, ja oder nein. Wenn ich dich frage, bist du geheiratet, und sagst, ja. Ich habe ein paar weitere Fragen, oder? Dann, ja, so, ja, es hat mal irgendein Datum gegeben und so. Und es ist schon möglich, dass das Datum vergisst. Einmal, oder? Vielleicht weisst du nicht, wenn es passiert ist, genau. Aber du weißt, ob es der Fall ist oder nicht. Und wenn ich dich frage, bist du von Neuem geboren und du bist nicht sicher, du weißt, oder weißt gar nicht recht, was das ist, dann würde ich dich wirklich einladen, dass du heute den Tag machst, zu dem Tag, wo du das Fest machst. Wenn du realisierst,
was wir jetzt schon bereits gesagt haben, was wir jetzt schon bereits durchgegangen sind. Ich bin geistlich arm, aber in Gott bin ich reich. Ich selber merke, und Gott zeigt mir, was alles falsch gelaufen ist. Aber ich werde trösten in dem Innen. Ich selber habe keine Gerechtigkeit, aber ich habe Gottes Gerechtigkeit empfangen. Und wenn das heute wirklich dich zum ersten Mal so richtig ergreift und du nicht sicher bist, ob du von neuem geboren bist, dann mach doch das heute fest. Wir werden dann noch weiter sehen, wie du das machen kannst. Du kannst das einfach durch ein Bekenntnis machen. Wer es im Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Und ich hoffe, dass es für dich der Tag wäre, wo du das festmachst. Von neuem geboren zu sein. Und dann, wenn das passiert, dann können wir auch zu Friedensstifter werden. Und das ist so etwas Schönes, gerade in einer Welt wie jetzt, wo wir wieder Krieg haben in Europa. Wie schön ist es, wenn wir zu Agenten vom Frieden werden können. Vers 9, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wir haben vor ein paar Wochen eine Nachricht bekommen von einem Pastor von einer der grössten Gemeinden in Kiew. Das ist eine messianische Gemeinde, Kemo heissen die. Und die haben über 2000 Mitglieder und die haben einfach grosse Zusammenkünfte. Und viele sagen, wir werden nicht weggehen aus dieser Stadt, egal was passiert. Wir wollen da bleiben, wir wollen für Menschen sorgen, auch wenn das eigene Leben aufs Spiel gesetzt wird. Und das ist etwas, wo, wenn du eintrittst in das Königreich Gottes, dann fängst du Dinge an von anders zu sehen. Und du wirst zum Agent vom Frieden, wo du in deinem eigenen Umfeld zuerst mal angefangen hast, natürlich eben in deiner Ehe, angefangen mit dem Kind, angefangen dann weiter, oder, im Job und so weiter, wo auch immer so als Gott herstellt, dass man vom Agenten vom Frieden wäre. Und das hat nichts damit zu tun mit Willensanstrengungen, mit Disziplin, es hat nichts damit zu tun mit dem, okay, ich probiere es, nein, ist aus eigener Kraft, sondern es hat mit diesen Schritten zu tun, es hat mit dem zu tun, ob ich in das Reich Gottes eintreten bin und immer wieder eintreten und mich in dem hinein bewegen. Wir werden zu Friedensstifter. Und Jesus lässt uns auch nicht einfach als naive Leute dann in die Welt rausgehen. Es sind 7 Glückseligpreisungen und dann noch eine zusätzliche, wo er von Verfolgung redet. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Und Jesus gibt uns keine Illusionen. Im Reich Gottes zu sein und in dieser Glückseligkeit zu leben, und gleichzeitig durch grosse Nöte durchzugehen, das ist kein Widerspruch. Sondern wir müssen sogar damit rechnen. Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde uns vorbereiten darauf, auf Zeiten, wo vielleicht nicht ganz so rosig war, wie wir es hatten. Aber wenn wir in dieser Glückseligkeit drin sind, dann kann kommen, was auch immer es will. Und wir werden können stehen bleiben. Der Erste, der das erlebt hat, dass da Jesus gesagt hat, war der Stephanus. Er ist gegangen, hat von Jesus erzählt, hat Widerstand erlebt, die Leute haben angefangen Steine aufnehmen und ihm am Kopf rühren. Das ist hier in diesem Bild dargestellt. Und während die Steine geflogen sind und ihn getroffen haben, hat er gleichzeitig gesehen, es wird uns beschrieben in der Apostelgeschichte, ich sehe den Himmel offen. Und zur Rechten Gottes sehe ich Jesus Christus. Und es ist das einzige Mal in der Bibel, wo er nicht zur Rechten Gottes sitzt, sondern wo er steht. Es ist wie wenn Jesus aufsteht. Für den Stephanus quasi eine Standing Ovation und sagt, hey Stephanus. Und in dieser schwierigen Situation kann der Stephanus gleichzeitig die Herrlichkeit Gottes erleben. Und das ist die Zusage, die jeder von uns hat. Dass wir in jeder Schwierigkeit in
in dieser Glückseligkeit sein und die Herrlichkeit Gottes erleben. Je schwieriger es wird, desto mehr. Also es beten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für dein Wort. Und danke vielmals, dass du deine Glückseligkeit mit uns teilst. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern bereits jetzt. Und danke, dass du uns nicht irgendwie schickst, alles Mögliche zu tun, sondern dass wir zuerst eingeladen sein können, in dir zu sein und unsere Identität in dir zu haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach jedem von uns auch hilfst, den nächsten Schritt zu gehen, wo immer wir gerade sind. Und wenn wir einfach die Augen zu haben zum Gebet, würde ich einfach noch fragen, ist jemand da, wo du sagst, ich würde das gerne festmachen, was ich jetzt gehört habe. Ich würde gerne das neue Herz, das reine Herz, ich würde gerne Gottes Geist, ich würde das gerne empfangen. Dann kannst du das jetzt festmachen. Ich kann dir gerne das Gebet mal vorsprechen und du kannst das in dem Sinn einfach dort, wo du bist, zum Ausdruck bringen. Und wenn wir die Augen zu haben, würde ich einfach fragen, hey, wenn du da bist und du willst, dass du glaubst, dass wenn niemand rumschaut, heb doch einfach deine Hand als Zeichen. Ich will das gerne. Danke. Ist sonst noch jemand da? Danke. Dann bete jetzt einfach, Herr Jesus, ich danke dir vielmals, dass du zu meinem Herz geredet hast heute Morgen. Und jetzt mache ich den Schritt. Und ich gestehe ein, dass ich im Geist arm bin. Und ich gestehe ein, dass ich in falsche Richtungen gelaufen bin. Und ich bin betrübt über diese Sachen. Und ich bitte dich jetzt einfach um deine Vergebung. Und ich empfange jetzt deine Gerechtigkeit. Und ich empfange jetzt dein neue Leben. Ich empfange jetzt einfach deinen Geist. Im Namen Jesus. Und ich mache heute fest, ich folge dir nach. Bitte lass mich zu so einem Friedensstifter werden. Und erfülle mich auch mit der Freude und mit dieser Frieden, bis ich dich wirklich sehe von Angesicht zu Angesicht. Amen. Glücklich sind wir, wenn wir die Augen nicht vor der Realität verschliessen. Wenn wir Gott sehen und annehmen. Wenn wir ihn uns trösten und erlösen. Wenn wir unsere Schwäche zulassen und seine Stärke annehmen. Wenn wir zu Friedensstifter werden. Glücklich bin ich, weil ich einen Schritt nach dem anderen mache. Zu ihm, mit ihm, für ihn. Ich bin glücklich. Es gibt keinen besseren Ort, zum miteinander glücklich zu sein, als heute Morgen in der Kirche mit euch. Michael, danke für deine Einsicht. Danke, dass wir das Wort Gottes durch dich erleben. Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und danke ganz vielmals, hast du deine Beziehung mit Gott mit auf die Bühne genommen. Und bist echt gewesen. Danke, dass wir einen kleinen Teil von dem, was wir heute gehört haben, mitnehmen und mit in unsere Woche nehmen. Als Kirche dürfen wir miteinander zusammen das Glück teilen, das wir bei Gott in unserem Herz, in unserem Leben erlebt haben und erleben. Für das haben wir immer wieder verschiedene Anlässe. Wir haben immer wieder einen Sonntagmorgen, wo immer wieder Gottes Gegenwart da ist. Wir haben Gebet, wo wir früher immer Gebetsübungen, die wir früher immer am Sonntagabend gemacht haben, die finden jetzt statt im gleichen Rhythmus, einfach am Freitagabend, gleiche Zeit, gleicher Ort.
Wir haben ein Gemeindes-Weekend, wo wir die Möglichkeit haben, das Glück, das wir erleben, miteinander zu teilen, miteinander Leben zu teilen. Das ist vom 3. bis zum 6. Juni. Und am 14. April, da freue ich mich speziell darauf, das ist etwas, was wir schon lange in Gedanken geplant haben, werden wir miteinander das Pessachfest feiern. Für das wären wir aber froh um eine Anmeldung. Einfach so zur Information. Ich darf euch noch segnen. Und die mögen, dürfen auch noch mal dazu aufstehen. Ich segne euch im Namen vom himmlischen Vater, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der dich gut gemacht hat. Ich segne dich im Namen vom Sohn von Jesus Christus, der dir Glück bringen will, der alles für dich gegeben hat, der immer für dich da ist. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der dir im Alltag zur Seite steht, der dir hilft, die Predigt, die Erkenntnis, die Liebe, das Glück, das du heute Morgen erlebt hast, in deinen Alltag hineinzunehmen. Amen. Singen wir noch das Abschlusslied.